Herzlich willkommen, liebe Friends. Wir sind wieder back. Da beim Fuschcast. Sind wir alle dabei? Woo, woo! Fuschcast! Fuschcast! Was ist das? So ein Intro haben wir noch nie gemacht. Warum sind wir noch nie auf die Idee gekommen? Ich weiss nicht, vielleicht ist sie gar nicht so gut. Also ich finde es sensationell. Ey, wer bist denn du? Ich bin der stille Zuhörer, der seit wie viele Folgen? 45, 44 Folgen hier in dem Raum hockt und bis jetzt noch nie etwas gesagt hat. OMG! Jetzt ist alles klar. Ja, aber herzlich willkommen. Wer bist denn du? Ja, ich bin der Gregor und ich bin eigentlich da, weil der Nils und ich vor vielen Jahren zusammen in der RS sind und uns dadurch kennen. Militär. Genau. Ja, die Freude habe ich nie erlebt, aber Ja. schön bist du da. Danke. Danke für die Einladung und danke für die Ankündigung im letzten Podcast, die ich vorher noch schnell reingelost habe. Vorbereitet? Ja. Stabil, stabil. Ja, das ist schön. Dann können wir heute mal dich ein bisschen mit Fragen löchern. Ja, kennt ihr, ja. Nein, also zum mal die Leute abholen. Podcast und so. Kennst du das schon lange oder bist du selber einer, der viel Podcast hört? Ich höre schon ab und zu Podcasts, aber ich bin jetzt nicht so der Podcast-Fanatiker. Ich kenne mich auch nicht so aus, ehrlich gesagt. Aber ja. Voll. Uns kennst Euch kenne ich, genau. Ich muss jetzt aber Schon ehrlich mal ein sagen, gutes Zeichen, ich habe hä? erst eine Folge gehört von euch. Ah, das war jetzt die letzte. Ja, genau. Ah, okay. Ja. Also von dem her bin ich vielleicht doch nicht so gut vorbereitet. Doch, stabil. Also eine Folge ist schon mehr wie die meisten Leute in der Schweiz. Also von dem her ist das eine stabile Leistung. Ja, und so viel Scheissdreck, die mir erzählen, also das sind ja so belanglose, nicht zusammengehörende Brücken aus unserem Leben. Also ich glaube, viel verpasst oder viel vorbereitet hättest du gar nicht können. Als Interviewgast ist ja auch irgendwie übertrieben, aber als Podcast-Gast. Ja. Voll. Ja. Ja, wir kennen die Geschichte aus dem Militär. Aha. Wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Ich habe vor deinen Augen schon gebrannt. Und gekotzt. Das unkotzt. Ja, ich glaube, also ein paar Geschichten aus dem Militär müssen wir sicher einfach auch schnell aufrollen. Ist jetzt sicher noch mal interessant aus einer zweiten Perspektive, weil wenn der Nils so irgendwelche belanglosen Scheiß erzählt, dann ist das immer so, ja, das war sicher nicht so gewesen. Aber der Gregor, der Marer, für mich der Marer, kann jetzt den ganzen Shit noch mal bestätigen. Genau, ich bin Zeitzeuge sozusagen. Mehr als. Also, wir sind ja Zimmerkameraden, Ja. wir sind Tag 1 RS. Ich weiss, wo bist du überhaupt rekrutiert worden? Rekrutiert. Also ausgehoben? Ausgehoben bin ich meine in Mels, glaube ich. Ja, Ja, ich eigentlich auch. Mels. Aber das ist, ich weiß gar nicht, wann war das? Im 18. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Schon vor, also es ist noch lustig, weil ich bin auch in Mails gsi. Ah, Ich bin okay. einfach nicht ausgehoben worden. Ich bin ja Doppel-UT. Aber Im 18. Logisch nicht im 18. Haben wir der angefangen. Im 17. wahrscheinlich, ja. Ah, du bist Doppel-UT, ja. ich habe Doppel-UT gemacht, ja. Weil, da muss ich jetzt aufpassen wegen rechtlich. Aber nein, grundsätzlich ist das nicht für mich. Also wäre es jetzt nicht so etwas für mich gewesen. Aber wenn ich so Storys höre von euch und so, dann denke ich mir schon, das wäre vielleicht schon geil gewesen. Im Nachhinein ist immer alles lustig. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, erzähl mal ein bisschen eine Story. Jetzt kannst du alles auspacken über den Nils. Jetzt. Ja. Er kann auch gerade nichts sagen. Das ist Also, die Geschichte, die mir glaube ich, am meisten geblieben ist dort, wo es ihm nicht so gut gegangen ist. Also körperlich nicht so gut gegangen ist. Er hat wahrscheinlich eine Grippe gehabt. Ja, mehr als. Mehr als eine Grippe. das Also, du ist, bist halb tot gewesen. Das war Ebola, Ja, also also bist ich wirklich dort auch- erfunden habe. Ja, Ich bin du hast- Patient Zero bin ich gewesen. Ja, so ist es ausgesehen. Also, das ist wirklich so. Ja. Und dann ist dir einfach nicht gut gegangen, aber pflichtbewusst, wie du bist, hast du gedacht, so, ich komme gleich ans AV und ich gehe gleich in die Fahrausbildung. Und ja, dann ist es halt passiert. Dann hast du auf den AV-Platz gekotzt. Ja, Und eiskalt. unser lieber Leutnant Müller, ja,
hat dann das halt irgendwie gesehen und ist irgendwie auf uns zugekommen und hat dann, glaube ich, das putzen. Und dann hast du gesagt, ja, Leutnant Müller, ich tue das schon putzen. Und dann hat er gefragt, ja, soll Rekrut Kümi, haben Sie denn Zeit? Und dann hast du einfach gesagt, nein. Und dann hat einfach der Leutnant Müller meine Kotze auf dem Parkplatz müssen wegputzen. Genau. Also ich glaube, das letzte Mal, wo wir den Grillabend, also wie haben wir Army Reunion, haben wir dem ja gesagt, ist der Leutnant Müller auch rum gewesen, und ich habe mich dort nochmal, wie sagt man, inständig bei ihm entschuldigt. Ja. Aber vielleicht, es gibt ja auch einen Fetisch, vielleicht hat er es sogar noch geil gefunden. Ich bezweifle es auch. Er ist einfach ein lieber Sieg. Ich habe nur so gedacht, so bei dem Moment, wo er weggeputzt hat, wäre in Minecraft das Achievement gekommen, «Send back to sender». So, wenn den Gas zurückschiessest. Ja, gut, das wäre meine Schütze. Aber wir haben die Situation, dass der andere und ich noch das Mikrofon abwechseln. Also vielleicht gibt es so eine halbe Sekunde Verzögerung ab und zu, wenn wir da links und rechts überschieben. Das wäre noch interessant. Wahrscheinlich ist so eigentlich auch gut. Oder? Ja. Wir tun wieder. Ihr dürft uns auch gerne noch ein bisschen näher. Ein bisschen Händchen heben. Das ist schon komisch näher. Ja. Also der Atmung. Ja. Ja, das hure Kotzen auf dem AV-Platz, das ist mir auch noch recht lang geblieben. Aber jetzt aus meiner Perspektive, ich hatte dort so Stirnhöhlenentzündung irgendetwas gehabt. Und die Double auf dem KA, die haben mir kein Medikament geben. Das einfach geheißen, ja, das ist einer vom Kanton Schweiz und der braucht doch nichts, so ein krasser Sieg und weiss. Und nebendran halt alle Jugos, wo irgendwie so das kleine, dünne Häutchen auf dem Finger so ein bisschen eingeritzt haben. Dort im Krankenbett wie sagt man, wehleidig am Jammern. Und da der Kümi halt wirklich am Verrecken, Ebola-Patient Zero. Ja, und dann ist es dann halt einfach passiert. Und das wollte ich eigentlich sagen. Ich glaube, du und der Keshi, ihr zwei sind sofort aus dem Achtung quasi rausgekommen, weil wir sind ja alle im Achtung gestanden. Und ihr habt mich dann nachher reingetragen. Das also ich glaube, du hast mich, glaube ich, reingetragen. Also in meiner Erinnerung ist es zumindest so, dass du so der Held, der aus den Wolken oben runtergestiegen ist. Ja. Ist auf jeden Fall ein schönes Bild. Also ich nehme das gerne an. Ja. Also, ja. Ist das bei dir nicht so abgespeichert? Ich kann mich an das nicht mehr ganz genau erinnern. Aber es kann schon sein, dass wir... Bist denn du so... Ist dir wirklich so scheiße gegangen? Also du hast nicht mehr wirklich laufen, oder was? Ja, ich bin fast... Also es ist mir fast schwarz vor Augen geworden. Und das ist mir nur einmal in meinem Leben an einem Grümpelturnier mit irgendwie 9, wo ich einen Böllen im Bauch bekommen habe. Dort ist mir auch mal... Also bin ich schnell irgendwie 10 Sekunden bewusstlos, weil ich nicht mehr schnaufen. So. Und dann noch ein zweites Mal eben jetzt wieder in der RS ist mir einfach schwarz vor Augen geworden. Ja. André, willst du etwas dazu sagen? Ja. Weg von der RS. Weiter ins echte Leben. Jetzt mal für unsere Zuhörer und auch für mich. Was machst du genau alles in deinem Leben? Was mache ich in meinem Leben? Das frage ich mich auch immer. Nein, also momentan, ursprünglich habe ich mal noch Elektriker gelernt. Aber momentan bin ich am Studieren, also ich bin an der ZHW in Wädenswil und mache dort Umweltingenieurwesen jetzt im letzten Semester und voraussichtlich bald dann den Bachelor im Sack, ja, wenn alles gut läuft. Stabil, sehr geil. Also kann ich mir das so vorstellen, wie es tönt, so ein bisschen wirklich grüne Energie und so Zeug. Ja, genau. Also hauptsächlich viel Photovoltaik ist eine grosse Thematik bei uns, und aber auch Biogas und die ganzen Synfuels und irgendwie Wasserstoff, all das. Aber bei uns gibt es halt mega viele verschiedene Vertiefungen und ich mache die Vertiefung erneuerbare Energie und Ökotechnologie. Also was dort auch noch dabei ist Wasseraufbereitung und Nährstoffrückgewinnung aus dem Abwasser, alles, was auch ein bisschen
das Kreislaufdenken reingeht. Also halt das Zeug mehrmals brauchen oder halt Wasser aufbereiten, um dann wieder zu brauchen und gleichzeitig die Nährstoffe aus dem Abwasser rausnehmen, um mit denen dann halt auch wieder düngen können zum Beispiel. Einfach, dass man Krass. Ja, das klingt recht interessant. Da bin ich froh, wenn es Menschen gibt wie dich, die das daraus kommen und können. Das ist krass. Ja. Aber das ist gerade eine Frage, wenn ich um Abwasser und so höre, die mir immer in den Kopf kommt, wo wir glaub, sogar auch schon mal im Podcast darüber geredet haben, mit diesen ganzen Medikamenten, Abfallstoffen und das Zeug, das im Wasser ist, wo ich einfach schon so gehört habe, dass das so ein Problem ist. Ist das auch so ein bisschen in die Richtung? ja, auch, ja, genau. Okay. Also das ist viel halt mit diesen Spurenstoffen im Abwasser, Medikamentenrückstände, viel auch von Hormonen von der Pille und ja, wo dann halt im Abwasser landet und nicht abbaubar ist auf den Weg, wo wir bis jetzt anwenden in der Kläranlage. Also es gibt mittlerweile schon auch ja. Also wenn ich Hahnenwasser trinke, werde ich zur Frau. Hoffen wir es einmal nie, aber es ist aber ja, du wirst sicher auch Stoff zu dir nehmen, die nicht zu dir nehmen willst. Ja. Krass, okay, ja, das ist noch interessant, weil eben, das ist einem ja null bewusst, wenn man nicht in dieser Branche ist. Ich habe es einfach erkannt vom Gartenbau. Dort hat es ja ein riesiges Ding mit diesen Pestiziden, die auch halt alles zerstört haben und am Ende irgendwo im Wasser gelandet sind. Ja. Und bei uns im Gartenbau war es immer so, ja, scheisse war, weißt, das neue Zeug hilft alles nichts und so. Aber das Alte muss schon sehr brutal gewesen sein. So, einer hat mir mal erzählt, da haben sie einen Kiesplatz gesprayt und das ist einfach 10 Jahre alles tot gewesen. Es ist einfach nichts mehr passiert. Ja. Also, ja, da sind wir schon froh, weil eben, das ist ja am Ende auch im Trinkwasser geblieben. Also Ja. ein Teil, oder? Ein Teil schon. Also zum Beispiel gerade Chlorothalonil ist ja lange als Fungizid eingesetzt worden. Und das findet man jetzt zum Teil noch so die Rückstände von dem. Also man muss aber schon eins sagen, also das Trinkwasser in der Schweiz ist besser überwacht und safer als Trinkwasser oder Wasser, Mineralwasser sozusagen. Also da muss man sich nicht so Sorgen machen. Falls etwas wäre, dann wird das sehr schnell detektiert und wird dann ja. Jetzt sind wir wieder Geregelt, sagen wir es mal stolz so. auf unsere Genau. Schweiz, da können Ja. wir stolz sein. Ja. Ja. Ja, man sieht das mit dem Mikrofon teilen. Ja, es ist wirklich ein bisschen ungewohnt, weil jetzt war es sehr lang beim anderen denen und jetzt hat er es mal übergeschoben. Sag du etwas, Nils! Ja. Nein, Trinkwasser. Ich hatte vorne irgendetwas Geiles gehabt. Aber das ist, aber Umweltingenieur und so. Wenn du Bachelor jetzt im Sack hast, wo kann man dann nachher, ist das irgendwie Fridays for Future, wo du irgendwie dann nachher hauptberuflich tätig bist, nicht nur am Freitag, sondern irgendwie die ganze Woche? Nein. Also was Nein, sind das so für... Verschiedenstes. Also jetzt in meinem Bereich, was halt ein riesiges Thema ist, ist das die ganze Photovoltaik-Geschichte. Also, wo ich sicher einen Job finden würde, wäre in einem Solarbüro, Photovoltaikplanung. Dann Energieeffizienz, also so Energiebüro, irgendwelche Effizienz, Energieeffizienz, sag schnell, Massnahmen, danke. Energieeffizienzmaßnahmen ausarbeiten. Weil das ist auch noch ein grosser Teil, der vergessen geht. Oft. Alle reden nur über erneuerbare Energien, aber man muss auch Energie einsparen. Und der einfachste und billigste Weg ist durch Energieeffizienzmaßnahmen. Und da haben schlussendlich alle etwas davon. Auch die Maßnahmen nachher umsetzen. Ja. Das wäre etwas, was mich auch sehr interessieren würde. und ja, man könnte natürlich auch in verschiedensten, eben in die Wasseraufbereitung oder in Biogasproduktion. Aber das ist jetzt nicht das, was mich interessiert. Also ich finde es mega spannend, aber ich sehe mich nicht in dem Bereich. Voll. Ja. Ja. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht gemerkt haben, du hast ja einen spezielleren Dialekt, den man da im Kanton Schweiz eher seltener hört. Von wo kommst du überhaupt? Ich komme aus Scharanz. Nein, also das ist ein kleines, schönes Dörfli im Domleschg. Die das Domleschg nicht kennen, das ist eigentlich an der A13 gelegen oder in der Nähe von A13, gerade bei Thusis.
Ja, dort, wo die Lande mal gebrannt hat. So hast du mir Charanz Genau. damals Also- auch mal erklärt. Ja, also die Lande hat nicht in Charanz gebrannt, aber das ist im Dorf nebendran, in Katzis ist das gewesen, aber genau, dort voll. Was kann man denn bei dir dort oben machen? Also gibt es dort überhaupt, haben ihr überhaupt eine Folge? Nein, wir haben keinen Erfolg, wir haben eine Stufe unten dran, einen Dorfmarkt. Also das ist ja, ich glaube sogar eine Kette oder so. Also es ist schlussendlich irgendeine Gesellschaft oder ich weiß nicht, was es genau ist, ein Verein, keine Ahnung, ein Verein. Und ja, das ist eigentlich eine Art Volk, aber halt noch kleiner und Ist das so ein Laden, wo du so eine App kannst runterladen und dann ist gar niemand im Laden drin und dann Nein. kannst du so... Okay. nein, es hat schon Ja. Angestellte. Aber das ist ein geiles Konzept. Ja, das, Ja. ich kenne eben, also mein Mitbewohner ist von Andi Ast. Ja. Andi Ast kennst du sicher auch. Das ist Mein ja- Mitbewohner ist auch von Andi Ast. Oh mein Gott, so gut! Also er ist Familie Skier. Ja. Sagt vielleicht dir irgendetwas, vielleicht auch nicht. Ei. In dem Fall. Nein, Andi Ast sagt mir, also ich bin noch nie zu Andi Ast gewesen und ich kenne außer mein Mitbewohner niemanden, der von Andi Ast ist. Ja. Darum. Ja, vielleicht kennt er Skier. Ich frage ihn mal. Ja. Ja, interessant. Nein, ich kenne es einfach von dort, so das Läden, wo du selber reingehen kannst. Ja. Das ist noch cool, Ja. ja. Also, kannst musst du du- reinlatschen? Musst du mit dem Handy etwas scannen, dass du zuerst überhaupt reinkommst? Oder kannst du einfach reinlaufen? Ja, also du musst vorne dran, du musst auf dem Handy, glaube ich, irgendeinen QR-Code oder irgendetwas musst scannen und dann musst du so die Türklinke und Simona sind da gestanden und haben es probiert und probiert, haben es nicht angebracht. Und nachher hat es mein Dad einmal probiert und dann hast du auf dem App müssen OK drücken so, und dann hat es die Tür entsperrt und dann hast du können auftun. Und nachher bist du dort einfach in das Dorfläden rein, hast an der Kasse selber Selber gescannt? selber gescannt und gezahlt Cool. und fertig. Ja. Habe ich auch sympathisch gefunden. Ja. Und so von der Auswahl her? Also jetzt auch alles oder jetzt mehr einfach nur gewisse... Also es ist eigentlich wirklich wie eine kleine Folge, nur noch mal ein bisschen kleiner. Darum bin ich auch auf die okay, Idee gekommen, ja. dass es vielleicht so etwas wäre. Mhm. Wie so ein grosser Elektroautomat. Wo ein begehbares Elektroautomat. Kann man sich das so Ja. ungefähr... Ja, okay. Ja. Es ist schon noch... Also, aber wir sind ja auch nicht in einer Großstadt aufgewachsen. Du zu Pfäffiken, ich zu Wollerau. Aber es ist, glaube ich, schon noch mal etwas anderes, wenn man halt im Hinterletzten in Graubünden... Also das mit dem Hinterletzten, es ist zwar schon abgelegen, aber es gibt noch Dörfer, die sind viel, viel abgelegener. Also wir haben doch auch nur 20 Minuten auf Chur mit dem Auto, mit dem Zug eine Stunde. Aber was wir halt eben merken, ist mit den ÖVs. Also das ist halt mittlerweile ist es besser, aber als ich ein Kind war, hast du halt einfach nur alle Stunden einen Bus gehabt. Und das merkst du dann schon. Das ist nicht das Gleiche wie da. Da bist du dann doch auch sehr schnell zu Zürich, also Pfäffiken sowieso. Apropos Pfäffiken. Jetzt Jawohl. musst du mir Jetzt. helfen, ich bin heute verlacht worden. Aha. Will ich Pfäffiken sagen? Wie muss man Pfäffiken richtig aussprechen? Pfäffiken? Pfäffiken. Pfäffiken, ja, mit Pfäffiken, Ä halt. okay. Also, es ist halt, Ich habe halt wahrscheinlich das E, also ich habe es zu sehr auf dem E betont. Pfäffiken wahrscheinlich so. also, es hat halt gar kein E. Ja, also das E, ich weiss. Es hat kein E. Das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist der Punkt. Ja, aber Ja. es ist schon Pfäffiken macht... Also ja, es Pfäffiken. ist halt, es heisst ja eigentlich Pfäffikon. Pfäffikon, ja. Und es gibt halt nochmal ein Pfäffikon, gerade auf der anderen Seeseite, Pfäffiken Zürich. Ja, Und ja, bei uns ist es einfach Pfäffiken. ja, okay. So wie Pfeffer. Wo ihr Das ist ein wahrscheinlich guter Punkt. Ich sage aber auch Pfeffer. Ja, eben. Ja, Ja. darum. Ja, aber das ist Ja. das Ä, wo ihr Bündner einfach gerne zum E macht. Genau, ja. Voll. Ja, aber dann merken wir das und werden morgen dem Kannst Herr, der mich triumphen. verlacht hat, werde ich zeigen, was ich gelernt habe heute Abend. Ja. kannst sagen, du hast es gelernt und nachher gehst du ins Pfarrersgärtli. Pfarrersgärtli. Und wenn sie es nicht kennen, dann sind es weniger Pfäffiker, wie sie denken. Also, er ist eh Aha, ja kein gut, Pfäffiker. Er ist nur Zürcher, er ist einfach Zürcher. Aber ja gut, dann kennt er sie eh nicht. Nein, aber es ist eben lustig, so eine kleine Insel, die kennt kein Mensch, Ja. aber dort ist vor irgendwie 30, 40 Jahren mal ein Pfarrer reingefahren mit dem Auto und darum nennt man das Pfarrersgärtli. okay. Ja. Ja. Und das kennen selbst viele von Pfäffiken gar nicht richtig, weil das so eine Und wo ist denn das Pfarrersgärtli? Das ist mitten in Pfäffiken, wenn du das ist noch ein bisschen schwierig, wenn du vom Bahnhof unten rauffährst,
zum Kreis La Kurstrasse kommst, dann geradeaus Richtung Sedamzentrum, die Etzelstrasse rauf, dann geht es dir plötzlich so rechts in die Dorfmitte rein, also auf den Dorfplatz, so eine 30er-Zone. Und vor dieser 30er-Zone hat es so einen Steingarten. Und das ist das Pfarrersgärtchen. Okay. Dort hat es ein Bänkchen. So, und früher war dort nicht ein Steingarten, irgendwie ein bisschen anderes Zeugs. So ein bisschen Gestrüpp oder so. Ja, voll. Aber gehst du zu Pfäffiken? Also nein, du hast 2 Deutschschulen, stimmt. Ich wohne in Pfäffiken. Ah, du wohnst in Ja, Pfäffiken? genau, ja. Wo wohnst du denn? Warte mal, du musst nicht unbedingt. Aber wo ungefähr? An der Kurostrasse. Dort, wo du als Kind... Ich habe mal mit dir Ja, geredet. stimmt. Ja, als Kind hast du da stimmt, gespielt, wo ich jetzt wohne. Ja, genau. Ja. Ja, ich weiss so. Du kennst auch meinen Vermieter. Und, also vor allem Töchter von ihm kennst. Ah, ja, genau, jetzt weiss ich Ja. wieder. Ja. Grüße gehen raus. Ich weiss zwar nicht, ob sie den Krass. Podcast hören werden, aber wahrscheinlich weniger, ich weiß es nicht. Du hast ja keinen Kontakt mehr, oder? Sorry, dass ich... Nein, eigentlich nicht mehr gross. Ich habe mit vielen Leuten von Pfäffiken eigentlich fast keinen Kontakt mehr, muss man sagen. Wir sind halt... Es haben sich alle verstreut von uns aus. Also von Pfäffiken. Das ist halt wirklich auch ein bisschen... Eben nicht wie bei euch hin, sondern du bist mega schnell weg von Pfäffiken. Und es sind mega viele Leute sind auch weggezogen oder eben haben sich ein bisschen verteilt. Ja. Und durch das habe ich eigentlich fast keinen Kontakt mehr mit Leuten, die, ich sage jetzt mal, wirklich Pfäffiker sind. Weil mit denen, die ich noch Kontakt habe, die wohnen zwar auch alle seit ewig in Pfäffiken, aber sind alle eigentlich zugezogen. So, ja. Voll. Das ist eigentlich schon krass. Aber zuhinterst hinten, Scharenz, keine Ahnung wo, auf Pfäffik zügelt. Der andere kennt den Vermieter oder die Töchter von der... Also die Welt ist schon verdammt klein. gell? Und Oder nachher- eigentlich nur wegen dem Militär kennen wir uns. und nachher und Silvester. Silvester, das ja. ist ja das Ja, Verrückte. genau, das, Ich habe meine Augen nicht getraut. Haben wir das schon da erzählt? Ich glaube, Haben Sie es erzählt? Pfäffiken, genau. Und der Kollege, den wir Ja. dort angetroffen haben, weil Das- ihr habt ja das gleiche Krimi-Dinner gespielt. Und der andere Das ja war die auch gleiche normal. Person wie ich. Der Nathan. Nathan, wie heißt er? Roberts oder Rogers? Ich glaube Rogers. Rogers. oder Ja, das irgendwie kann sein. Ich bin mir eben nicht mehr sicher Ja. gewesen, letztes Mal, glaube ich. Ja, aber es war ein geiles Ja. genau, Krimi-Dinner. Also Promi-Dinner, will ich sagen. So, zum Nacht eingeladen und gekocht. Genau, ihr habt es herausgefunden, wer das der Mörder ist? Nein, eben nicht. Ah, eben nicht. Nein, ich habe es eben eben so nicht. verstanden, dass ihr es herausgefunden habt. Nein, bei uns hat, glaube jemand hat den Verdacht gehabt, aber für mich war das viel zu naheliegend gewesen. Also ich habe einfach gedacht, das kann nicht sein, dass es so einfach ist. Oder? Ja, und wir haben ja auf unseren Karten, all die Hinweiskarten vom Ja, Nathan, mit sind denen- alle auf die anderen 2 Dudes gewesen. Genau. Man hat immer das Gefühl, Genau. und ich bin am Schluss verdächtigt worden von allen, weil ich gemeint habe, das sind die. Weil jede Karte von mir hat gesagt, dass es die sind. Ja. Ja. Voll. Und wie ist es dir gegangen? Ich bin ja eigentlich hatte ich eine Rolle von einer Frau gehabt, also als dein Liebhaber, Liebhaberin, also der serviert uns dort in diesem Restaurant, wo einen Blick auf den Musikant geworfen hat. Und ich habe einfach nicht so, also eigentlich gar keine weibliche Kleider in meinem Kleiderschrank. Darum habe ich mich dann einfach dazu entschieden, als Mann, als schwules Bärli sind wir dann so quasi unterwegs gewesen. Aber ich habe nicht auf den Nathan, also auf eure Rolle, ich habe ja jemand anderes verdächtigt. Aber ich weiss nicht mehr, ich habe glaube ich Nadia habe ich verdächtigt, aber sicher nicht auf euch. Also da um noch schnell die Kille im Dorf zu behalten. Voll. Aber es ist eben nochmal ist lustig. Charanz, Ja. Pfäffiken, Töchter vom Vermieter, Silvester am gleichen Ort plus Der gleiche Krimi-Dinner. Mitbewohner von ihm ist aus dem gleichen Dorf wie mein Mitbewohner. Ja, also es ist... Aus dem es ist- kleinsten Kaff im Bündner Oberland. Aha. Also Ja. viel mehr Gründe, um dich da mal im Pfustkast Ja. einzuladen, kann es eigentlich gar nicht geben. Oder wir leben in einer Simulation. Matrix. Blaue oder rote Pille? Gute Jetzt Frage. kann ich selber nicht mehr reden. Das Bier Ja, das kickt Bier, schon ein Bier. Es kickt, aber es lockert eben auch die Zunge. Ja. Ja, und, aber es ist ja auch für uns allererst mal, mal eine hohe Prominenz so Ja, danke da vielmals. dürfen Fühl zu mich haben. geehrt.
wenn wir gerade bei diesem Stichwort sind, hohe Prominenz, unangenehme Sachen, möchte ich vielleicht einmal eine kleine unangenehme Frage in den Raum hineinwerfen. Wenn man so an Bündner denkt, der Gianfranco von Divertimento, fühlst du dich da angegriffen oder findest du ihn geil? Oder ist das so ein bisschen verhöhnend für Bündner? Nein, gar nicht. Ich finde es mega lustig. Was halt ein bisschen ist, mit der Zeit wird es langweilig, wenn jeder Zweite mit dem kommt. Das ist ein bisschen das Ding, aber grundsätzlich finde ich es lustig. Ich habe es früher auch mega, mega lustig gefunden. Ich habe es auf und ab geschaut, das Programm. Ja, aber also mir macht das gar nicht aus. Ich finde das voll easy. Kein Ding. Ist schon noch, also ich finde das noch eine spannende Frage. Ja, na, mega, voll. Also Es so gibt blöd, wie sicher es auch Leute, tönt, die sich angegriffen fühlen. Aber ich gehöre sicher nicht dazu. Ich finde persönlich der Gianfranco mit seinem «Ja, nicht schnell» und «ganz langsam» und das Kur am Bahnhof kannst Kaugummi kaufen, genau. die klopfen. Finde ich hure sympathisch. Ich finde das eine hure geile Rolle. Voll. Kann ich nur dahinter stehen. Ich finde es noch lustig, weil wenn ich denke, also ich hatte mal eine Freundin von Davos und wenn ich da oben war, habe ich einfach immer gemerkt, also erstens bin ich ja kein Zürcher, aber dort oben bin ich der Zürcher gewesen, und wir sind an den Spengler gegangen und ich habe ein Wort gesagt und jeder hat mich mit dem Zürcher gemobbt. Das ist mega krass gewesen. Das ist mir noch nie so aufgefallen wie in Davos. Spengler Göpp ist vielleicht jetzt auch ein bisschen sehr alles 18-Jährige, die sich betrinken. Aber das ist mir dort so aufgefallen, das habe ich vorher gar nie gecheckt. Also Der Beef, der irgendwie da zwischen den Leuten, die dort leben, gegen die Touristen, vor allem gegen Zürcher oder so, entsteht. Also ich habe es immer faszinierend gefunden. ja, mir regt das mittlerweile auch eher auf. Mir ist das lang gar nicht gross Du aufgefallen. kannst jetzt auch die Chance ergreifen, um alle Zürcher mal zu fronten. Nein, Also, um einfach mal ein Statement Nein, das platzieren. kann ja gar nicht. Meine Freundin ist ja Zürcherin. Du kannst ja alle außer sie Nein, fronten. nein, aber das ist mir halt jetzt vermehrt aufgefallen, weil sie Zürcherin ist, weil ich viel mehr mit dem konfrontiert bin. Und meine Kollegen sind halt auch die ganze Zeit so. Ich bin gerade am Samstag haben wir wieder abgemacht zum Nacht und die sind einfach immer wieder ein dummer Spruch gegen Zürcher gekommen. Aber das nicht einfach weil es wie in unseren Genen ein bisschen drin ist. Also es ist wie omnipräsent. Es wird immer gemacht, es wird nicht hinterfragt. Und das ist halt einfach, weil ja, wir haben halt viele Touristen aus Zürich. Und dann ist halt, du musst halt anstehen an der Bahn und dann reden die halt Zürcherdeutsch. Und auf der Straße wissen sie halt auch nicht, wie genau jetzt auf dieser Straße fahren, weil sie halt vielleicht noch nicht dort sind. Ja, verständlich. Aber die Leute regen das halt dann auf. Also, zum ehrlich zu sein, im Kanton Schweiz ist es auch ein bisschen das gleiche Thema. Also wenn wir also je nachdem im Kanton Schweiz, aber wir ausser Schweiz gehören ja wirklich schon also wir sind hure nahe am Kanton Zürich. Aber wenn auf Schweiz, Rotenturm, irgendwo einsiedeln, ins Ibrig, ins Mutital, also dann ist die Meinung extrem gefestigt. Ja. Und, Aber ich finde es noch verrückt, weil die meisten von meinen Kollegen, die haben nichts mit Zürcher zu tun. Die kennen keinen Zürcher. Also schon, aber halt nicht als Kollege. Die haben keinen Kollegen aus Zürich. Aber einfach, die kennen die Leute gar nicht richtig. Und sie urteilen einfach direkt, du wirst gerade abgestempelt. Ein Zürcher, dummer Schnorri, oder? Fertig. Gar nicht hinterfragen. Ja. Ja, aber das ist genau das, was ich auch so empfunden habe. Ja. Ich bin ja nicht mal Zürcher. Ja, das ist ja noch schlimmer. So Leute, Mann, ich bin Kanton Schweiz, Mann, Urkanton, Peace, Leute, nix. Ja, also das ist wirklich noch... Ja. Aber es stimmt, was du vorher gesagt hast, das ist bei uns, ich habe das Gefühl wirklich, vielleicht auch sind wir speziell. Also weißt du, wir, die so nahe am Kanton Zürich sind, dass das bei uns nicht so krass ist. Und eigentlich ist es eher normal, dass man so Kantone untereinander fertig macht. Weil bei uns ist zum Beispiel der Thurgauer, den wir nicht ernst nehmen. Einfach weil sie reden wie komische Leute. Gott, der Thurgauer hat es, glaube in der ganzen Schweiz nicht so einfach. Ja, das kann man vorstellen. Ja, redet aber auch komisch. Ja. Lustig. Ja, so klein und so gross ist die Schweiz. Genau. Eigentlich. Habt ihr einen Lieblingskanton?
Ja, schon der Kanton Schweiz. Das ist schon schön. Also definitiv. Also du bist ja auch, hast Graubünden verloren und wohnst jetzt auch im Kanton Genau, Schweiz. ja. Also es hat Gründe, um da zu sein und zu bleiben und alles drum und dran. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? ja, Gehst du nachher wieder heim? Ist das das Ziel? in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht. Einfach auch wegen der Jobaussichten, die halt da einfach besser sind. Aber vielleicht dann, wenn ich Familie habe, ist es nochmal etwas anderes. Du hast einfach höhere Lebensqualität, auch mehr Natur, Berge, Wälder. Ja. Vielleicht ist das auch ein bisschen, weil ich dort aufgewachsen bin, weil mir das ein Gefühl gibt. Oder? Also, das ist so wie, das werde ich meinen Kindern wie auch geben, wenn ich dann mal Kinder habe. Aber grundsätzlich könnte ich mich auch mit dem Gedanken anfreunden, irgendwo anders mein Leben zu verbringen. Ich bin da eigentlich recht offen. Voll. Es ist eine schöne Aussage. Also wenn du noch Single wärst, dann wäre das perfekte Ding. Ja. Aber der Mara ist vergeben. Ja. Bei dir andere? Also ich finde es so spannend, weil ich empfinde das auch ein bisschen so zum Leben. Also klar, wir sind natürlich nicht so ländlich aufgewachsen wie jetzt du, aber Pfäffiken und auch Wollerau hat sich in den letzten Jahren, selbst in den kurzen Jahren, wo wir schon auf der Welt sind, auch recht verändert. Also zum Beispiel Pfäffiken hat es mitten in Pfäffiken noch ein Bauernhaus gehabt. Dort, wo jetzt die grosse Raiffeisenbank steht, dort war ein Bauernhaus, mitten im Dorf, mit Blätteln und so Zeug. Das alles nicht mehr. Und ich würde auch, wenn ich glaube, also zum noch auf die Lieblingskantone kommen, ich finde den Kanton Schweiz auch super schön, aber Dialekt ist mir Bündner und Berner sind mir am liebsten. Ich höre das so gern und für mein Kind könnte ich mir das auch vorstellen, dort anzuziehen. So. Ja, aber jetzt auch noch nicht. Also. Nein. Also das ist halt wirklich, wenn du vergleichst, auch wegen der, ja, für euch wäre das ja. Ja. Also, ihr habt ja eure Kunden sowieso da. Ja, aber auch sonst würde ich mal sagen, dass viel mehr los ist da als im Kanton Graubünden. So Produktionen und so anbelangt, oder? Also ich weiß es nicht, ihr seid da Profis. Ja, also es ist schon so, ich sage jetzt gerade bei der Filmwelt jetzt, so aus meinem Bereich, ist halt schon extrem, wenn du schaust, Kanton Zürich, was die blöd gesagt, vom Kanton freigeben, um filmerische Projekte zu unterstützen. Und dann hast du andere Kantone, ich weiss jetzt nicht, ob der Graubünden auch so einen ist, aber die meisten Kantone haben gar keine Fördergelder für Film. Weil es einfach, also Graubünden könnte jetzt noch sein, weil halt mit dem Rätoromanischen du so eine eigene Gruppierung hast, wo dann wird ja jetzt auch wieder eine Sendung produziert. Habe ich gehört, von der habe ich ja. auch gehört. Das muss noch spannend sein. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, um was es geht, aber... Ich auch nicht ganz. Es wird, glaube ich, eine Familie wird begleitet. Okay, ja. Irgendwie so. Also ich habe auch nur in einem Podcast über das gehört und dort haben sich die Zürcher einfach nur darüber lustig gemacht, wenn die ein Doku machen, arbeiten alle Rätoromanen arbeiten alle dran. 5 Leute, und dann sind das alle, so Zeug, haben sie dann gesagt. Aber ich, der ja mit jemandem, der rätoromanisch spricht, zusammenwohne, ich finde es eigentlich mega geil, dass so etwas noch präsent ist. Ja, Weil ich finde auch. es stirbt schon aus. Eben, das musst du bewahren. Also Ja. finde ich. Ja, mein kleiner Bruder, der ist jetzt 6 und der wird zweisprachig erzogen, also Schweizerdeutsch und Romanisch. Geil. Ja, voll. Ja. Also der wird die nächsten 50, 70, 80 Jahre das vielleicht noch weitertragen Jetzt muss ich schnell fragen, wo ist denn dein Bruder daheim? können. Zu Pfäffiken. Okay. Also Simona, das ist die Freundin von meinem Papi. Ja. Sie, ihre Eltern, also mit dem, wo ich zusammen wohne, das ist ihr Papi. Ja. Und er ist in Andiast aufgewachsen und sie haben die Heim immer beides geredet. Okay, ja. Und darum hat sie gesagt, sie möchte das behalten, die Kultur. Und sie redet natürlich auch nicht mehr. Also wenn sie mit dem Mario redet, dann ist das ganz ersichtlich, wer die Sprache voll drauf hat und wer es einfach so nebenbei noch gelernt hat, bei ihr jetzt. Aber ich finde es cool, dass sie das weiterträgt. Und Florin, der versteht alles, lacht mich und den Papi aus, wenn wir es nicht verstehen, aber reden tut er noch nicht. Ja. Auf Rätoromanisch. Ja. Ja, aber es ist sicher gut, dass es weitergehen wird. Finde ich cool. Ja, es ist eine sympathische Sprache. Also ich finde, es hat echt lustige Wörter drin. So. Ganz, also was ich immer daran denke, ist Gauches. Also Hosen, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ich kann kein Romanisch. Ah, du kannst kein Ich kann kein Romanisch. Romanisch, Ich bin nein. irgendwie jetzt einfach ganz Nein. rassistisch davon ausgegangen, dass du als Bündner Nein. Romanisch kannst. Aber das ist...
Also wahrscheinlich trotzdem mehr wie ich, obwohl ich jetzt seit 5 Jahren immer wieder, oder eigentlich die ganze Zeit mit romanisch, nicht 5, 4 Jahren mit romanisch sprechenden Leuten zusammen wohne. Ja, ich habe eben nicht so einen grossen Kontakt zu. Also ich muss so sagen, meine Eltern sind ursprünglich nicht aus dem Kanton Graubünden. Und dort, wo ich wohne, redet man kein Rätoromanisch. Oder nicht mehr. Also vor 100 Jahren hat man noch, jetzt nicht mehr. Ja, darum habe ich nicht so einen Bezug zu dieser Sprache. Ja. Leider, Ja. leider. Ist eine schöne. Hast denn du das auch in der Schule nicht müssen lernen? Nein. Ah. Also es gibt Regionen, wo es Ja. noch lernst in der Schule, aber bei uns nicht. Ja. Ja, meine Ex-Freundin hat das gelernt Ja. in der Schule. Ihre Kollegen auch. Und haben alle Romanisch geredet miteinander. Das war noch lässig. Irgendwie. Also, Ja. es geht so für Es mich, geht, aber gell? ich finde es einfach eine lässige Sprache. Es tönt so entspannt. Also, ich weiß nicht. Voll. Wenn du über Romanisch reden hörst, Pazifik und so, das ist auch geil. Voll. Ja. Also, ich habe noch einen kleinen Auftrag vom anderen vor der Folge bekommen, um so blöde Fragen vorzubereiten. Freue mich richtig. Und jetzt, wo ich den Scheiß wirklich mal durchlese, ich merke, hey Kollege, das ist also da der Titel schon 11 interessante Fragen an Frauen. Also ich habe super ausrecherchiert, merke ich gerade. Und Frage 1, ich hoffe, du hast gut hergefunden. Ja, aber Das sind gar nicht mal so schlecht. He? also wir sind hier Zwila bei Wollerau. Aber der Bahnhof Wollerau ist näher als der Bahnhof Wila bei Wollerau. Korrekt, ja. Wo ist denn da die Grenze? Also wie Ja, das ist, da müssen wir glaube ich irgendwo ins Mittelalter. Also es ist wirklich nicht so klar, wie... Also Wilen bei Wollerau gehört zur politischen Gemeinde Freienbach. Und Wollerau ist eine eigene Gemeinde und dort gehört zum Beispiel Bech gehört zu Wollerau. Aber ja... Also es ist kompliziert. Ja, es ist hure kompliziert. Wirklich Beziehungsstatus kompliziert. Ja, und man kann eigentlich sagen, da wo wir jetzt gerade sind, in der Umgangssprache, da würde man sagen, wir sind zu Wollerau. Also, Okay, ja. es ist ein bisschen verwirrend, weil eben, wenn du das nicht weißt, dass der Wollerau-Bahnhof in dem Sinne in das reingeht, aber so vom Feeling her, wenn du Leute sagst, wo du da bist, die das kennen, dann sind wir gerade zu Wollerau. Ja, und was eben auch lustig ist, der Bahnhof Wollerau, der steht gar nicht auf Wollerauer Boden. Der Es wird- ist nicht es wird einmal immer zu verrückter, Wollerau. auch unglaublich. Aber er heisst Bahnhof Wollerau, aber Okay. steht zu Freienbach. Ja. Also es ist völlig, also da hat wirklich niemand studiert. Wo der Napoleon bei uns war, der hätte wirklich die Grenzen frisch müssen ziehen. Aber ja, ich habe jetzt gemerkt, also da eben 11 interessante Fragen an Frauen, die kannst du jetzt wirklich nicht so brauchen. Aber unten dran 10 interessante Fragen an Männer. Und jetzt wird es, ich weiß auch nicht, also plötzlich wird es irgendwie besser. Aber, also zum Beispiel jetzt da, was kommen wir da? Es ist jetzt halt easy gesprungen, mega schnell Themawechsel, aber wir sind ja da beim Fuschcast. Hast du Tattoos und dürfte ich diese sehen? Was bedeuten sie? Ich habe keine Tattoos. Du dürftest sie aber sehen, wenn ich sie hätte. Also aber im Militär haben wir ja wahrscheinlich alles von uns gesehen. Genau. Also von dem her hätte ich das auch schon gesehen. Nein, ich habe keine Tattoos. Und In Planung? auch nicht in Planung. Also ich schließe es nicht aus, aber wir haben es auch gerade nicht so vor unbedingt. Kannst du so ein Tattoo so «Made in Graubünden» oder Genau. so? Ja. Ja, irgendwie romantisch Grischun. Ja. Etwa so. Gibt es einen Rapper, der ist nicht der Bandit? Nein, Bandit ist Oder nein, Berner. der, wie heißt Gimmo? Der Gimma. Gimmo. Gimma, ja. Gimmo, Ja. oder? Ja. Der ist von irgendwo. Der ist von Chur. Ist der Ja. Chur Downtown? Ja, voll. Aber der, ich weiß nicht, gibt es den noch? Also ich habe noch, man sieht ihn ab und zu mal noch, aber ich weiß nicht, ob er noch Musik macht. Also ich habe auch schon länger nicht mehr gehört von ihm. Eine Zeit lang war er recht im Gespräch. Ja. So. Ich weiß gar nicht mehr, ist von ihm das Lied «Würsch sie»? Ist das von ihm? Gewesen? Nein, das ist vom
super schweizerisch von ihm gewesen, aber Würstchen ist vom, wie heisst er? Das sind eher auch so... Der Enzi. Enzi, das sind Basler. Ah, okay. Enzi und... Ich weiß nicht, wie die anderen heißen. Ich weiss es auch nicht leider, aber das Lied habe ich jetzt gerade gedacht, aber völlig am falschen Ort. Also von dem her. So. Voll. Ja. Jetzt habe ich den Vater verloren. Wo sind wir gewesen? Ich weiß es auch nicht, aber schön. Also, wir sind beim Thema Tattoos. Genau, Tattoos. So schnell. Aber ihr habt auch keine Tattoos, oder? Wenn ich fragen Nein, darf. Ja. nein. Aber mal. Ich schon, ja. nein, ich habe nicht. Doch, ich habe Tattoos. Ich habe 4 Tattoos. Okay. Ja, und du darfst sie sehen. Ich habe hinter dem linken Ohr habe ich Heiligtümer des Todes von Harry Potter. Das war mein erstes. Das habe ich auch mit 18 gemacht. Und nachher habe ich noch 3 andere Tattoos, die ich mir mit Kollegen selber gestochen habe. Ah, geil. Ja, doch. Also, die Erinnerung ist mega geil dran. Und wir haben Stick and Poke, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, du hast eigentlich so Nadeln, die vorne dran aber 3 Spitzen haben, oder 5, die ganz nah beieinander sind. Und dann dünkelst du die immer in die Farbe und stichst einen Punkt. Und dann machst du das die ganze Zeit. Also es ist so ein bisschen oldschool. Früher haben sie das mit Bambus gemacht. Ja. Und dann so habe ich mir über das linke Knie Sido tätowiert. Rechts habe ich Aura, also Sido vom Sido und Aura vom Kool Savas, das Lied. Und dann habe ich noch in der Liste ein anderes Tattoo, aber das kann ich nicht ganz ausformulieren, aber nachher dann. Ist gut. Ja, ist aber eigentlich nichts Spezielles, aber es ist auch in der Liste, darum ist es in der Liste. Ja. So, ja, dass es niemand sieht. Ja. Und Fun Fact, es ist aufgeschrieben worden, aufskizziert von meiner Ex-Freundin und gestochen von meiner Kollegin. Und jetzt habe ich eigentlich die Schrift von meiner Ex-Freundin immer auf mir drauf. Und ich habe immer... Früher hat man doch so Sendungen geschaut und gedacht, wie behindert sind die dort? Oder nicht behindert, beeinträchtigt. Nein, das kann ich alles nicht sagen. Wie überlegt man sich das? Wieso macht man das? Und ich habe jetzt, bei mir ist es kein Problem so. Also ich verbinde nichts Schlechtes mit dem. Und es steht dort auch etwas, das nichts damit zu tun hat mit ihr. Aber ich habe das erst etwa ein Jahr, nachdem wir nicht mehr zusammen waren, realisiert, dass das ja jetzt dort bleibt. Also, das ist völlig weird, weil du weißt es ja. Und das war mein letztes Tattoo. Also, ich hatte dort schon 3 gehabt. Also, ja, ganz, ganz weird. Also, jeder, der die Idee hat, so etwas zu machen, wäre es jetzt der Name von ihr, dann wäre ich sehr sad. Ja, das glaube ich. Ja. Hat sich aber in dem Moment richtig angefühlt. Also, ja, darum. Ja, schlussendlich bleibt es halt jetzt eine Erinnerung für das Leben. Genau. Ist ja auch nichts Schlechtes. Ja, und es ist jetzt auch nicht riesig. Plus eben jeder, der das sieht ja dem Tattoo nicht an, dass das die Schrift von meiner Ex ist. Und von dem her ist es noch easy. Ja. Und Sido, muss man sagen, ist mehr ein S-I-O-O. Also S-I-O-O. Weil das D ist nicht so ganz... Der D-Strich, der ist nicht wirklich gerade und durch das sieht es aus wie S-I-O-O. Und wir sind auch nur beim einen... Ja, eben nicht, sondern S-I-O-O. Und wir sind beim einen sind wir 2-mal drüber, beim anderen nicht. Das sieht, es sieht ein bisschen schäbig aus. Zum euch vorstellen. Beim Thema schäbig. Nein, ist mir jetzt eine bessere Frage noch da über den Weg gelaufen. Ich glaube, das ist auch nochmal eine spannende Frage, um dich eben so ein bisschen kennenzulernen. Wofür gibst du auch gerne Geld aus? Für Essen. Ganz klare Antwort für Essen. Materiell sagt man nicht viel. Ich liebe es aber zum sehr geil Essen. Voll. Was heisst denn geil essen? Ja, also ich gehe jetzt nicht in fancy Restaurants, aber ich gehe sehr gerne mit Freundinnen auswärts essen. Oder einfach selber irgendwie etwas kochen, wo vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit braucht oder so. Das, ja, also ich koche auch gerne. Es beruhigt mich irgendwie. Und essen tue ich es dann nachher auch gerne, nach dem Kochen. Ja. Ein kleiner Gordon Ramsay. Ja, würde ich so nicht sagen. Aber geil, also. Ja, voll. Ja. Dann hast du schon mal so etwas... Hast du so ein Lieblingsessen, das du selber kochst? Ja, So. Lasagne. Wow! Ja, voll. Ich lade einmal auf eine Lasagne. Ja, Ja, ich hätte mich jetzt Abgemacht. gerade selber eingeladen. Ja, voll.
wie sieht denn bei dir ein normales Morgen aus? Zum Morgen ist so eine Sache bei mir. Also zum Morgen ist nicht so Zum Gordon Morgen- Ramsay. Nein, außer ich habe Zeit oder am Wochenende zum Beispiel koche ich mir schon gerne mal eine Rührei oder irgendwie ein bisschen Gemüse oder so, etwas Spezielles oder etwas, das ein bisschen mehr Zeit braucht. Aber sonst unter der Woche ein Müsli oder auch mal gar nichts. Voll. Zuerst Milch oder Müsli? Müsli. Und dann Milch. Ja, richtige Antwort. Der Kandidat hat 100 Punkte. Ja. Darfst du wieder mal kommen? Ja, ist geil, ist geil. Ich glaube, es gibt noch eine spannende Geschichte von der Freundin und von dir, wo man ein bisschen, also wenn du möchtest, kann aufrollen. Da hat es ja auch noch mal eine spannende Konstellation. Also ich bin jetzt sehr gespannt, was jetzt kommt. Oder was Also was eigentlich willst du raus? müsstest du jetzt da einhängen und sagen, jawohl, Also, danke Meinst du, vielmals. wenn wir zusammengekommen sind? Oder? Ja, also die eine Kollegin, aha, wo, das meinst du. so Okay. meine ich. Ja, okay. Ich habe den Sprung vom Essen dorthin noch nicht ganz geschafft. Ja, das ist easy weit her, Ja. aber ja. Voll. Ja, also eine gute Kollegin von uns, wir dürfen glaube den Namen sagen, Ramona, ist mit uns in die RS und mit mir nachher noch in die weitere Ausbildung im Militär, sage ich mal. Und sie hat eine gute Kollegin und damalige Mitbewohnerin, die dann schlussendlich meine Freundin geworden ist. Und das ist an ihrem damaligen Geburtstag, wahrscheinlich der etwa 22. Geburtstag von ihr gewesen, wo sie uns eingeladen hat auf Synika. Und dort hat es ein bisschen gefunkt, würde ich sagen. Voll. Genau. Hast du sie mit dem Bündner Charme können einwickeln? Natürlich. Hure gut. Hure gut. Das Land oder der Ort, wo du vorher gesagt hast, sagt mir gar nichts. Ah, Synika, ja. Ist das in der Schweiz? Ja, ja. Ah, okay. Ich also dachte, ja, das klingt irgendwie nach so Spanien oder so. Nein. Das ist bei Bülach in der Nähe. Okay. Ja. Ja, das ist fast Mexiko. Genau. Ja, voll. Das haben wir eben auch schon festgestellt hier im Podcast. Also Spanien und Mexiko ist fast das Gleiche. Voll. Ja. Finde ich gut, haben wir das auch geklärt. Es ist wirklich, aber die Welt ist hure klein. Ja. Die Kollegin, die mit uns in der RS ist, und an dieser Kollegin ist dann deine Freundin geworden. Ja, voll. Hure wild. Also ich finde es eine Ja, coole voll. Story. Das ist so. Also Das ist ohne nicht Militär würde ich jetzt nicht da hocken und hätte meine Freundin Es nicht. ist wirklich so. Ja. Also, das ist scheiß Militär. Ja. Also, ich kann schon. Eben, und der Mara und ich, wir haben noch 100'000 Geschichten vom Militär. Irgendwie. In die Snoozebar zu kloten oder sonst überall. Also, die gibt es wirklich. Chuck Das ist- Norris Soße, gell? Chuck Norris Soße. Der andere Nick. Jetzt müsst ihr mich aufklären. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Snooze Bar heisst. Eigentlich müsste sie Burger Bar heißen, weil sie ist bekannt für Burger. Und dort gibt es verschiedene Soßen. Und die eine Soße ist Chuck Norris Soße. Und die ist sehr scharf. Ich weiß jetzt nicht Mehr als scharf. mehr als scharf. Also abartig scharf. Die ist so scharf, dass ich ein Pommes frites gedunkt habe. Also jetzt ohne Scheiß, ein Pommes frites, so ein Spitzli. Und ich bin nachher noch auf der Scheisse. Ja, vor allem mit Mayonnaise ist es noch gemischt, nicht? Ich glaube, ich habe nur die Also, Soße. Aber auch wenn Aber- du wirklich Pommes in Chuck Norris Soße tunkst und noch in der Mayonnaise umrührst, ist noch die Mayonnaise schon abartig scharf. Also es ist wirklich Also ich habe sicher- wirklich so 20 Sekunden habe ich nicht mehr können schnaufen. So scharf ist die scheiß Soße. Ja. Das ist abartig. ja, aber es zeugt. Also irgendwie ist es immer bestellt worden und nachher nicht gegessen worden logischerweise. Aber Aus einem Grund. Ja, und auch sonst dann nachher, du hast ja noch, das ist auch noch ein spannender Fakt über dich. Du bist ja mehr als Soldat. Genau. Was bist du? ich bin Leutnant. Genau. Was ist ein Leutnant? also ja, ich kenne es auch so mit. Ist jetzt Leutnant Stimmt. oberem Wachtmeister Ja. oder unten dran? Also Leutnant ist der tiefste Offizier, was es gibt. Okay. Alles sozusagen. Also es gibt Unteroffiziere und Offiziere und der Wachmeister ist ein Unteroffizier. Und man kann, nachdem man die Ausbildung zum Wachmeister gemacht hat, an die Offiziersschule und dann wirst du Leutnant. Ah, okay. Genau. Krass. Also
deine Aufgabe ist dann in dem Sinn, die Chefs der Leute zu leiten? Ja, So genau. abgebrochen? Ja, genau. Okay, genau. okay. Also, unter mir, also ich als Leutnant, ich habe die Funktion als Zugführer und unter mir sind die Wachmeister und unter den Wachmeistern sind die Soldaten. Ja. Genau. Ja. Ah, interessant. Ja. Da lernt man viel über das Militär. Das ist eine Welt, wo ich immer noch nicht ganz draus komme. Ja, das ist verständlich. Wenn man nicht in dieser Welt drin war, muss man mega viel Zeit investieren, um da mal den Überblick überhaupt zu haben. Also von dem her. Es ist auch so der Klassiker, wenn dann alle über das Militär reden, die Leute, die irgendwie miteinander im Militär waren, und nachher alle immer die Abkürzungen benutzen. Und du bist so dort Muschi, AK, Kika, Kuka, Dika, irgendwas. Und denkst dir so, was läuft mit euch? Sag doch einfach Ja. Taschenmann! Was für Muschi? Ja. Also vielleicht zum die Hörenden aufklären, die nicht im Militär waren, Muschi steht für Mutterschiff. Also eine Abkürzung. Ich frage mich, warum man so eine Abkürzung wählt, aber es ist jetzt halt so. Und das ist einfach eine grosse Tasche. Eine Tasche wäre relativ eine grosse Tasche, voll. Ja, also ich finde es geil. Das Militär gibt einen grösseren Namen, um ihn dann abkürzen können. Das ist stabil. Militärsprache. Also ein Gerücht, ich weiß nicht, ob es das bei dir im Zug schon mal gegeben hat, aber die Übung IKEA. Mhm. Gibt's Sagt mir das? etwas. Ist Gibt's? das eine Legende oder gibt es das wirklich? Es gibt es, aber es wird nicht mehr wirklich gemacht, weil es in meinen Augen auch sehr sinnlos ist. Also, es geht eigentlich darum, IKEA, Möbel zusammenbauen, das Möbel oder halt alles aus dem Zimmer. Ich weiß gar nicht, was ist Übung IKEA? Ich habe es noch nicht durchlebt. Also, so wie mir die Legende schon vorgetragen worden ist, geht es bei der Übung IKEA darum, zum alle Schränke, die in der Wand mit Schrauben und das volle Programm, alles raustragen auf den AV-Platz, auf den grossen asphaltierten Platz. Jedes scheiß Schräubeli einzeln und dann hat man ja, wie sagt man, den Mod, so einen Plan, wo welches Schräubeli in welche Richtung, in welche Himmelsrichtung so muss anzeigen. Und dann muss jedes Zimmer, das genau von der ersten Gruppe bis die letzte Gruppe hindern, alle genau gleich. Und nachher, also das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, dass jede einfach alles genau gleich ist. Und wenn es halt nicht gleich ist, das Ganze noch einmal. Alles nochmal auf ins Zimmer, alles nochmal in der Wand einschrauben, bis alles wieder im Zimmer oben stimmt. Und dann alles wieder nochmal abschrauben und nochmal runter. Vielleicht habe ich zuerst am Anfang ein bisschen grosskotzig gesagt, ja, das gibt es, aber in dem Fall, also ich habe es noch nie erlebt. Ich weiß nicht. Ja, das Einzige, was ich höre, ist, das Militär hat zu viel Geld, das Militär hat zu viel Zeit, das Militär hat nichts zu tun. Das höre ich, wenn ich so etwas höre. IKEA-Übung. Ja. Ja. Also, der Kollege war ja als Sani. Und dort habe ich einfach gehört, dass die immer haben müssen das Zelt und so aufbauen, wieder abbauen und so. Und das einfach ein riesen Stress war. Voll bei uns sind es der 905. Ja, unsere. Ja, wir gehen jetzt nicht vertieft darauf ein, würde ich sagen. Ja. Es ist okay. Ich hoffe, ich Ja. muss das Wissen nie anwenden in meinem Leben. Nein. Voll. Ich weiss gar nicht, wenn jetzt Krieg wäre, müsste ich dann auch einen Krieg als Doppel-UT? Weil ich bin ja in dem Sinne im in dem Alter, wo es geht. Ich weiß nicht, wie es genau ist. Ich habe mir das schon mal überlegt. Bei dir glaube ich eher weniger, aber vielleicht bei Leuten, die im Zivildienst sind. Dass man dort eher sagt, weil du bist schließlich doppelt untauglich. Und wahrscheinlich, wenn jetzt alle anderen schon gestorben sind, müsstest du dann vielleicht gleich auch noch gehen. Aber grundsätzlich glaube ich weniger. Also ich bleibe schon bei den Frauen im Bunker. Dort gefällt es mir wahrscheinlich recht gut. Ja, also nicht der Bunker, aber die Frauen. Es ist wahrscheinlich, also ich habe ja den Durchdiener gemacht, du hast weitergemacht und du bist, glaube ich, sogar ein bisschen länger. Wie viele Diensttage hast du? 680. Voll. Also wirklich fast 200 Jahre. 2 Jahre. Ja, voll. 200. Ja. Voll 2 Jahre. Ja. Ich habe ja 300 Diensttage als Durchdiener gehabt. Genau, ja. Dafür bist du Leutnant. Dafür darfst du noch bis 30. Ja, wahrscheinlich ein bisschen länger. Ein bisschen länger Also sogar. Ich habe jetzt noch ja, 100,
wie viel? 180 Diensttage. Dort umeinander. Krass. Ja. Weil es ist schon noch mal ein Zeitchen. Mhm. Grüne Ferien. Mhm. Sind es für dich mehr grüne Ferien oder? Ja, weniger, ehrlich gesagt. Also es kommt immer... Die WKs, die ich bis jetzt hatte, sind mehr Stress als Ferien gewesen. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wo man ist, was man für einen Auftrag hat. Und vor allem, was man für eine Funktion hat. Für mich war es bis jetzt immer recht stressig gewesen. Weil, ja, du hast halt auch dann schlussendlich die Verantwortung und es muss laufen und die Pläne ändern sich sehr schnell, dann musst du wieder umplanen, ja. Und dann willst du ja gleich auch noch ein bisschen Zeit mit den Kameraden verbringen, mal ein Bierchen nehmen, mal in den Ausgang oder so und dann bleibt halt schlussendlich wenig Schlaf. Aber ich habe es mir selber ausgewählt. Ja, in dieser Situation habe ich mich eben hure geschickt angestellt. Weil es war genau in der Zeit, wo ich auf den AV-Platz angekotzt habe. Das war in dem Moment, wo es so ums Weitermachen gegangen ist. Und halt der bleiche, Ebola-geplagte Kümi. Also ich war wirklich totenbleich. Und danach ist ja der Major, ich glaube, das Major Dean, wenn man den Namen sagen darf. Keine Ahnung, ob Kann es man schon, glaube ja. Ich glaube, der gibt es er gar nicht mehr. Er hört den Podcast nicht. Nein, der hört nicht zu. Danach ist es darum gegangen, eben weitermachen. Und du bist, glaube ich, auch, wie sagt man, promoted. Also hast du wie so eine Empfehlung Genau. bekommen. Ja. So Durchhaltevermögen, check. Gutes Aussehen, check. So Sachen. Und dort bin ich aber auch auf dieser Scheissliste drauf gestanden. Und danach bin ich auch zu dem Major Dean bestellt worden. Und dann auf dem Blatt Papier wahrscheinlich ähnliche Sachen so ein bisschen drauf gestanden. Und dann hat er da das Hanswürstli vor sich gesehen. So einen richtig schwachen, kaputten Typ, der einfach nichts zustande bringt, so gefühlt. Und ich habe extra so den Kopf hängen lassen und die Augen fast eingepennt. Und danach hat er gesagt, hey, ich glaube es besser, wenn du nicht weitermachst. Und so konnte ich mich dann einfach drücken. Wir haben eine ähnliche Strategie gefahren, einfach zu einem anderen Zeitpunkt im Prozess. Ja, ähnliche Strategie kann man dazu sagen. Ja, und jetzt so im Nachhinein bin ich eigentlich schon hure froh, dass ich den Durchdiener gemacht habe. Ja, ich habe mir das jetzt auch immer wieder mal überlegt. Ich bereue es nicht, dass ich weitergemacht habe, aber jetzt im Nachhinein hätte ich gerne auch Durchdiener gemacht. Also als Leutnant, dann wäre ich halt ewig lang im Militär gewesen, am Stück, aber ich hätte alles hinter mir und jetzt muss ich halt alle Jahre antraben. Und das ist dann auch nicht immer einfach mit dem Studium und dann auch mit dem Job. Ja, kannst halt auch nicht immer einfach fehlen, gell? Und dann musst du wieder verschieben. Dann geht es noch länger, weil du verschoben hast, dann musst du noch länger in den Verein. Ja, es macht es nicht einfacher. Das ist allgemein das Glück der Männer. Ja, voll. Aber zahlen müsst ihr natürlich gar nichts, oder? Nein. Ja, ich zahle dafür. Ja. Und bei Wie viel? mir haben's, also kommt nach Verdienst drauf an, aber jetzt die ersten Jahre war es einfach 400 gewesen, Ja. und dann einmal 600. Was aber bei mir eher das Ding war, die ersten 3 Jahre haben sie mir keine Rechnung geschickt. Und dann sind innerhalb von 3 Monaten alle 3 Rechnungen gekommen, nacheinander. 400, 400 und 600. Fuck. Und ich habe gedacht, wisst ihr was? Ist ja schön, wenn ihr 3 Jahre Verspätung haben könnt, aber ich sollte es jetzt nächsten Monat gezahlt haben. Merci, Militär. Ja. Das ist bei mir... Also gut, ich bin selber schon ein bisschen. Ich konnte nachfragen. Ich dachte, oh, vielleicht haben sie mich vergessen. Wurde gut. Aber das ist mein Ding so gewesen. So plötzlich so, Scheiße. Weil ja, das sind dann trotzdem wieder irgendwie 1400 Stutz, die einfach so geschwind weggezogen sind. Ja, aber du, eben, jeder muss ihr müsst vorbeigehen, ich muss zahlen. Am Ende. Voll. Ja. Da habe ich letztes Mal mit jemandem diskutiert, das weißt du vielleicht, wenn man nur UT ist und dann Zivi macht. Wie ist das? Dann muss man ja auch zahlen. Einfach nicht so viel, oder? Oder wie ist das? Weil ich habe gemeint, sie hat mir damals gesagt, entweder du zahlst und machst das oder du zahlst mehr. Irgendwie so. Das Einzige, was ich weiss, ist, dass du je mehr Dienst das du leistest, desto weniger musst du zahlen. Aber ich weiss nicht, wie hoch der Betrag ist. Ob das gleich ist wie bei dir und das wird dann einfach abgezogen, je nach Dienstag, den du geleistet hast.
Oder ob es allgemein weniger ist, das weiß ich nicht. Ja, aber das beantwortet in dem Sinn meine Frage schon mal. Das macht auch Sinn irgendwo. Voll, so. ja. Ich kann eben einfach nicht wollen, noch irgendwo hingehen und trotzdem noch zahlen. Ja, Dann habe ich voll. gefunden, nein, dann zahle ich einfach. Ja. Ja, was ich noch wollte fragen, ob du etwas hast, wo du in die Welt rausposaunen willst. Wo du willst allen zeigen oder erzählen, weil wir sind mittlerweile an einer Zeit angekommen, da hören wirklich nur noch die zu, die uns wohlgesonnen sind. Die Bündner. Ja, etwas, was vielleicht jetzt nicht unwichtig ist, aber wir haben jetzt gerade in der letzten Vorlesung über Biodiesel geredet und anscheinend gibt es in Wollerau einen Herr, der in seiner Garage Biodiesel produziert oder produziert hat. Also Jetzt, so Breaking Bad-mäßig. ja, jetzt kann man sagen, einfach halt mit Biodiesel, den er dann vertickt hat. Breaking Bad von Wollerau. Also ich weiß nicht, vielleicht kennen die den, ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber der hat bis vor einem Jahr Biodiesel in seiner Garage hergestellt aus Altöl, das er von Restaurants und weiß nicht von wo genau hat er dass er das hergehabt hat, aber das habe ich noch interessant gefunden. Und jetzt kann er es nicht machen, weil ihm die Zusatzstoffe, die er braucht, sind ihm zu teuer geworden. Und jetzt tut er nur noch Altöl sammeln und das dann weitergeben. Aber in dem Fall sagt er das nicht. He? Nein, also das Einzige, was ich jetzt hier von Wollerau weiss, ist, wir haben hier eine Firma, die in ganz Europa Solarpanels aufstellt. Also so Solarparks. Ja. 30 Fußballfelder gross, so ein bisschen in diesem Stil. Und das ist jetzt eigentlich das Einzige, wo ich jetzt hier erneuerbare Energien und Wollerau weiss. Und mehr, also Biodiesel, ich weiss nicht. Und vor allem in der Garage. Ja, voll. In der Ich zeige nachher ein Bild. Das Ja, ein klingt Bild, jetzt ja, nicht voll. so offiziell. Es war offiziell. Es ist halt einfach... Ja, er war angemeldet, hat das verkaufen, offiziell, alles in Ordnung. Biodiesel. Und ist auch ein also weißt du, er hat auch gewusst, was er macht. Ich meine, sonst funktioniert das auch nicht. Du musst auch eine gewisse Qualität erreichen, wenn du es noch verkaufen willst. Aber Kannst du nicht einfach schwarzes Abwaschwasser irgendwie im Motor... kannst schon, aber... ja. Crazy. Ich finde noch lustig, das Wort Biodiesel ist für mich ein Widerspruch in sich selber. Ja. Ist es das auch? Oder weiss ich es einfach nicht? Ja, Weil doch, wahrscheinlich von ist es Art- besser, oder? Besser ist ein grosses Wort. Das Wort Bio kommt von biologisch. Es hat nichts mit Bioanbau zu tun, wie man es kennt. Es ist wirklich einfach Diesel aus nachwachsenden Rohstoffen, darum biologisch. Ah, Voll. Genau. Du hast schon wieder etwas gelernt, weil das Wort Bio wird wahrscheinlich sehr inflationär benutzt. Ja, das ist so. Das ist ein Das Verkaufs... Mega, voll. Das ist wie ein bisschen in der Filmbranche das HD. HD Wahrscheinlich. ist auch so etwas, Ja. das haben sie einfach... Und dann hat es UHD gegeben. Ultra HD. Das ist eigentlich gar kein wirklicher Sinn dahinter. Es war einfach nur ein Verkaufsargument gewesen. Ja, lustig. Biodiesel in Wollerau. Das heisst, wenn ich einen Bio-Öpfel poste, einen biologischen Öpfel, es Dort gibt ist ja etwas gar keinen anderes. biologischen Nein, ja, also- ja. Aber dort ist wirklich Bio als Label, wo auf den biologischen Anbau sieht, oder biologischen Anbau, wo es dann wirklich darum geht, was für Stoff setzt du bei der Produktion vom Äpfel ein. Und das muss man unterscheiden. Das ist aber ein grosses Problem, dass alle meinen, Biodiesel oder Biotreibstoff sind per se nachhaltig, was eigentlich nicht unbedingt der Fall sein muss. Es kann sein, muss aber nicht. Darum muss man da eine gewisse Unterscheidung treffen. Das ist in meinen Augen der falsche Begriff, Biodiesel. Ja, Ja. voll. Also was ich jetzt da einfach schon gehört habe, so das Air Capturing, Ja. wo du CO2 aus der Luft raussaugst, rausfilterst. Und das ist ja eben so viel Breaking Bad, verstehe ich, glaube ich. Holst Kohlenstoff, das ist Genau, Kohlenstoff, CO2. CO2, Kohlenstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff. Ja, Hat es auch noch dort, genau. glaube ich? Du hast C eins ist C für Kohlenstoff. Kohlenstoff und 2 O. Ja, für- genau. jetzt, das Eis wird immer dünner. Ja. Ja, und ich merke, jetzt wo wir jemanden da haben, der rauskommt, wie viel Bullshit wir haben erzählen. Also das ist wirklich genial.
Und mit dem Air Capturing könntest du, blöd gesagt, auch wieder neues Diesel und weiss auch nicht was, Kerosin und so machen. Aber das ist ja eigentlich nicht... Oder ist das CO2-neutral, weil du das aus der Luft rausholst, wo du nachher sowieso wieder rausblasst? Wenn es aus der Atmosphäre rausholst, ist es CO2-neutral. Weil dann machst du ja nichts anderes als das, was ein Baum auch machen würde. Es gibt aber auch die Methode, also CO2 ist ja mega spärlich vorhanden in der Atmosphäre. Es sind 400 Parts per Million CO2-Moleküle in der Atmosphäre, das ist nicht viel. Darum ist es auch mega aufwendig, um es aus der Atmosphäre rauszuziehen. Braucht sehr viel Energie. Ein anderer Ansatz ist, um das direkt bei der Quelle zu machen, also bei Kehrichtverbrennungsanlagen oder in der Betonindustrie. Dort ist es aber so, dass es schlussendlich nicht mehr CO2-neutral ist. Vor allem, also wenn du etwas Fossiles verbrennst, das CO2 dort rausnimmst aus der Abgas und aus dem CO2 wieder Kunststoff oder Treibstoff herstellst, was möglich ist, dann ja, ist es ja eigentlich nicht CO2-neutral, weil es ist immer aus der gleichen... Du hast es zweimal gebraucht, aber du entlässt wieder in die Atmosphäre. Genau. Also so blöd gesagt, spätestens, wenn es benutzt wird, ist es wieder nicht mehr CO2-neutral, so ein bisschen, weil es dann wieder rausfliegt. Wenn es aus fossilen Stoff stammt. Ah, okay. Genau. Sonst schon. Sonst ist also alles, was aus der Atmosphäre nimmst, sei es über Bäume oder Carbon Capture, ist CO2-neutral, kann man sagen. Interessant. Dann kommen wir gerade zu CO2-neutral fliegen. Ja, was sagst du spannend. dazu? Ja, es geht noch einen Moment, bis das möglich ist. Und ich weiß auch nicht, ob wir es in den nächsten 25 Jahren schaffen werden. Aber früher oder später werden wir es herkriegen. Also es gibt ja viel Forschung in diesem Bereich und es gibt auch Treibstoffe, die CO2-neutral sind, eben aus biologischen oder halt nachwachsenden Rohstoffen. Oder aber auch eben aus dem Carbon Capture, wo dann eigentlich mit Wasserstoff zusammen die Treibstoff herstellen kannst. Ja. Also aber ist das dann so ein Ausgleichsding? Weil ein Flugzeug ballert ja raus, egal. Also solange sich das Flugzeug nicht verändert, wäre es dann einfach, du tust an einem anderen Ort etwas machen, damit das, was du rausballerst, sich ausgleicht. Ich komme halt wirklich einfach nicht raus. Das Ding ist, das mit dem Kohlenstoff ist eigentlich ein natürlicher Kreislauf. Ein Baum nimmt Kohlenstoff auf, er stirbt und der Kohlenstoff geht wieder in die Atmosphäre in Form von CO2. Und das Ziel ist eigentlich, um diesen Kreislauf künstlich nachzumachen. Also jetzt momentan, wir haben mega viel Kohlenstoff in der Erde, nehmen den aus der Erde raus, verbrennen ihn und dann mehr Kohlenstoff in die Atmosphäre, als eigentlich natürlich ist. Mhm. Also es ist kein natürlicher oder kein Kreislauf sozusagen. Also ein Kreislauf, aber nur wenn er über Jahrmillionen betrachtet. Ja. Und darum ist eben das Ziel, mit dem CO2, das jetzt vorhanden ist, nur so viel entnehmen, wie nachher wieder rausblasen ist, oder? Ah, okay. Sozusagen. Voll. Ja, interessant. Krass. Ich glaube, wir haben schon mal über die Frage diskutiert im Podcast und jetzt haben wir es richtig. Also ich bin wirklich extrem erstaunt, weil ich glaube, wir haben noch nie so eine faktenbeleidigte Folge. Also es ist eigentlich ein Armutszeugnis für uns. Also, aber wir sind hier beim Pushcast. Herzlich willkommen. Und nein, es war wirklich eine hammergeile Idee. Also ich glaube, das ist wirklich eine coole, spannende Folge. Mal ein bisschen etwas anderes. Nicht immer der andere und ich, der da unseren Bullshit rauslässt. Wir sind nicht CO2-neutral, sondern wir blasen einfach raus. Und da wird wir blasen einfach raus und da wird nichts recycelt und es findet kein Kreislauf statt. Extrem unnachhaltig. Ich weiss nicht, wie ich auf diesen Scheiß gekommen bin. Aber es ist eigentlich noch hure gut. Ja, ich weiss jetzt nicht, auf deiner Liste, die du vorbereitet hast, ob du noch irgendetwas Wichtiges hast. Nein, wichtig ist da mal gar nichts. Aber wenn wir jetzt sagen, du hast jetzt da noch die einmalige Chance, um irgendjemanden in der grossen, weiten Welt zu grüssen, willst du am Grossmami
Also ich grüße meine Mami. Ich, meine Grossmami aus dem Ibrig. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt... Also ich bin jetzt ganz perplex, wer soll ich grüßen? Ich Überfordert. grüße alle, die mich kennen und den Podcast hören. Ich weiß nicht, wie viel das sie werden, aber ich werde sicher auch ein bisschen Werbung machen. Sind wir immer froh. Ja. Also, Müssen wir mehr Gäste einladen? auf jeden Fall. Also mir hat es mega gefallen. Danke für die Einladung. Und falls ihr das Bedürfnis habt, komme ich sehr gerne, früher oder später, wieder mal vorbei. Sehr gerne. Also die Einladung nehmen wir sehr dankend an. Und ja, wenn es auch dir die Heime gefallen hat, dann lass uns wissen. Dann machen wir gerne mal wieder so einen, wie sagen wir dem? Besucherfolge. Ausflugsfolge. Fuschcast AAA. Das ist doch von WWE, von Wrestling früher. Oder so. AAA, ich weiß nicht mehr, von wo ich das habe. Das ist einfach mir jetzt in den Sinn gekommen. Oder vielleicht fällt uns noch etwas Gutes ein. Ja. Uns wird sicher noch etwas Gutes einfallen. Aber dann sagen wir an dieser Stelle ganz herzlich Danke, Gregor. Danke Schön, bist euch. du vorbeigekommen. Sehr gerne. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heisst Fuschcast! Hey! Und trotzdem die letzten Worte übernehmen wir natürlich dir. Schauen auf euch. Das ist den Abdom, oh shit, das habe ich auch vorgemeint. Die Emotionen, der, wo man nehmen kennt, Rekruten schuld, ist so schwul.